Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig hier am Ort, nicht mehr am Ort der Erinnerung, sondern wir sind sogar einen Schritt weiter gegangen. Wir sind jetzt offiziell in der Kristallwelt. Gott, in der letzten Episode am Schluss bei dem Yankee ist mir hier nochmal die Stimme verreckt. Das war nicht so beabsichtigt, da bin ich ja halber weggestorben hier vor lauter Arg. Eigentlich ganz männlich, Iron Yankee und nicht Yankee. Also da bin ich tierisch mit der Stimme abgestorben. Weiß der Teufel, was da los war wieder. Aller Hauptwasser erwartet uns dann hier in der Kristallwelt. Tiamat als Kristallwesen, nett. Das hatte ich ach so nie mehr auf dem Schirm. Ja, okay. Mach doch mal einen Komet einfach mal drauf. Vielleicht zerschmettert's ein Jo. Kann ich von dem mal irgendwas Tolles klauen jetzt? Aber ich glaube, das sind einfach nur stinknormale Gegner, die halt wie Bossgegner aussehen. Die dürften von der Schwierigkeit her jetzt nicht besonders stark sein. Tornado. Hör auf mit so einem Quatsch. Hör doch auf mit so einem Käse. Okay. Lappisches Vieh. So, da. Zack. Dunkelschweif geklaut, alle hopp. Oder noch irgendwas, was ich klauen könnte, so nebenbei mal. Ah, dann schmeiße ich noch einen Komet gegen den Kopf, bis er tot ist. So. Steiner. Abteilung Attacke, würde ich sagen. Hör auf mit deiner Turbine. Hör auf. Scheiße. Das hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Da hätte ich jetzt nämlich Thermometer gebraucht. Blödes Getier. Ja, Steiner stirbt halt leider. Ach. MP absorbieren. Ah, lass doch den Quatsch. Lass doch den Käse. Du könntest nochmal der andere Held vom Erdbeerfeld wieder beleben. So, dann sind wir da auch wieder dabei. Und klauen eine Runde nochmal. Gut, dann braucht unseren höchstheiligen Ritter auf jeden Fall was. Ja, Stärke saugen kannst du ja ruhig machen, da habe ich kein Problem mit. Weil du mich unglaublich nervst, du großer Klumper. Äther, ja, stinknormales Gegnerinventar mittlerweile. Hauen wir einfach so wieder drauf. Ich könnte mal ein Todestribunal einfach mal so just for fun aus. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch auf mich gewirkt. Drauf mache. Ich hoffe, Steiner killten jetzt vorher. Ja, gut, danke. Weil Todestribunal trifft auch uns. Das ist nicht so toll. Sehr schön. Immer Hastwort gelernt. Das finde ich extrem gut. Dann kannst du nämlich gerade mal die klobische Stiefel da ablegen. Dann kannst du jemand anderes geben. Was kriegst dann du Nettes? Federstiefel. Wie wär's dann, da der ja sowieso nichts mehr was lernen kann, oder? Lehre der Ninja, das war's noch. Okay, das halbiert wenigstens jedes Element. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Dann, Segen. Segen, ja, da ist eher 8 dabei zu lernen. Segen wäre halt auch nicht verkehrt. Was sie lernt auch noch. Tja. Dann kann Vivi aber vielleicht die Hermes-Stiefel anziehen. Immer Reflex, ja. Aber erstmal das, dass er auch noch immer Hast lernen kann. Auch wenn ich es jetzt für Steiner praktischer gefunden hätte. Wow. Alter Falter, immer noch Kristallwelt. Alter Falter. Aber ihr seht ja alle schon nach am Gegnerniveau, dass hier ein ganz anderes Kaliber an Welt stattfindet. Wer wird jetzt noch geäfft? In Kristallform. Wieder Tiamat. Okay. Tiamat will's wissen. Und Zollers Wisser. So.
nicht... Oh, oh, hoppla, das war nicht Vivis Magie. Das war gar nicht Magie und ich habe mich schon gewundert. So, trifft dich halt Flair. Na toll, Steine Haut und Neve. Wir machen mal Vitra auf aller, vorsichtshalber, und sie dann haut weiter hinzu. Steiner, Klopp 8 drauf. So. Und Turbine wieder. Jetzt kommt der Scheiß wieder. Verdammt nochmal. So ein blöder Mist. Jetzt sterben wieder unsere 2 Jungs. Dann müssen wir halt wieder beleben. Okay, komm. Ja. Die wollten beide was machen. Hat mir geklappt. Dann beleben wir sie dann wieder. Andere Phönixfeder und Steiner beleben wir mit Engel wieder. Der hat auch mehr HP. So. Und Zidane ist ja auch ziemlich fix dran mit seinem Auto-Hast. So, immer weiter drauf. Immer fröhlich drauf, Zidane. Gut, Steiner steht auch wieder. Ja, das ist schon lästig. Sauber saugen. Mach du ruhig. Mach du ruhig. Okay, Lilly. Machen wir Vigra auf aller. Und du haust nochmal einen Komet oder so drauf. Wobei, Esprit machen wir erstmal. Das wird schon besser. Sie dann Knüppelattacke. Als drauf und der Wetter. Also die Kampfmusik ist mit Abstand eine von der besten aus ganz Final Fantasy überhaupt, muss ich sagen. Die vom 7er hat mir noch persönlich extrem gut gefallen. Aber die von Final Fantasy 9 finde ich auch extrem genial. Die gefällt mir auch sehr gut. Die ist auch nie aufdringlich oder so. Bei anderen Kampfmusiker kommt es ab und zu mal vor, dass es mich dann nervt irgendwann. Noch einer gewisser Anzahl von Kämpfen ist das nervig und lästig. Aber die Musik eigentlich nie. Die hat mir immer gut gefallen. So, Silenzium Kralle, mach du ruhig. Gott. Der ist halt geschrottet. Mistkerl. So wird's gemacht. Nichts mehr gelernt, aber alle Heilmittel haben wir wieder gekriegt. So, du kriegst erst einmal so ein lustiges Echo-Kraut verpasst. Ich will dich nicht stumm haben. Ja genau, Ability. Gucken wir nochmal, wenn wir heilen müssen. Dich müssen wir nochmal heilen, bevor du anfängst zu greinen. Und euch andere geht's gut. Gut. Oh, ja, dann geht's hier weiter. Und es dürfte unser letzter Speicherpunkt sein. Teleportieren könnte man uns da nochmal. Erstmal wird gespeichert. Und gezeltet. Ist ja auch der ideale Ort, um hier Zelt aufzuschlagen, finde ich. Also hier könnte ich super ruhig schlafen. Dann speichern wir nochmal. So. Okay, das letzte war übrigens interessanterweise Portal ins Nichts, wo ich gespeichert habe. Und wo sind wir dann jetzt? In welchem Ort? Ich muss gerade mal gucken, ob das immer noch als Kristallwelt zählt. Ja, tatsächlich. Okay, wo kannst du uns dann hier teleportieren? Das mache ich jetzt auch nochmal testen. Ah, Ort der Erinnerung, Eingang. Okay. Nö, das wollen wir nicht. Aber wir wollen uns hier dem anderen Hansel stellen. Da gibt es nämlich so einer, der nicht gerade so gut drauf ist. Weil er mit seiner eigenen Existenz hadert. Kuta! Das seid ihr, jo. Ihr habt also die 4 Chaoser, die ich aus dem Kristall erschaffen habe, Sieger. Aber ihr kommt leider zu spät. Guckt euch da mal um. Seht, in welch einer Dimension ihr euch befindet. Und seht das wunderschöne Kristall hier vor euch. Es ist der Anfang, der Ursprung, das erste Kristall überhaupt. Hier ist die Geburtsstätte von allem. Hier hat alles angefangen. Wenn das Kristall zerstört wird, löst sich alles in nichts auf. Gaia, Terra, das Universum. Und nach ihr mitsamt eurer Erinnerungen, alles wird einfach verschwinden. Halt doch die Gosch!
Du glaubst schon, du kannst machen, was du willst? Und dann auch noch alle mit reinziehen. Dir werden wir nie verzeihen. Du bist derjenige, der hier und jetzt von uns vernichtet wird. Und dennoch, jetzt wo Galant nicht mehr ist, wenn ihr Schicksal von beiden Planeten nicht mehr aufhalten können. Der Baum Ivras wird völlig außer Kontrolle geraten und die Verschmelzung Terras mit Gaia verheerende Folgen mit sich bringen. Natürlich werden dort vor alle Bewohner Gaias betroffen sein, auch eure Familie und Freunde. Was ist euch also lieber? Deine Vernichtung, Kuja. Solange noch ein Planet existiert, besteht doch Hoffnung auf einen Neuanfang. Nur weil du Probleme mit deinem Ego hast, gibt's doch lang keinen Grund, unschuldige Menschen mit reinzuziehen. Was für einen Sinn und Wert hat's dann, wenn eine Welt existiert, in der man selbst nicht mehr ist? Aber wenn ihr so sehr euren Tod herbeisehnt, dann lasst mich euch ein geeigneter Spielgefährte vorstellen. Ja, jetzt kommt dieser illustre Gegner, an den erinnere ich mich noch irgendwie mit ziemlich viel Unbehagen. Aber die Kampfkulisse ist auch geil. Und ich glaube, ich habe es auch ein bisschen falsch vorgelesen bei Kuja, von wegen, welchen Sinn macht es, ein Planet existieren zu lassen. Stimmt, das war der, genau, der fliegt. Das wusste ich doch noch. Der sieht aber auch sehr lustig aus. Sieht ein bisschen aus wie Alien aus der Alien-Reihe, nur ein bisschen mit Fledermaus gemischt. Okay, dann klauen wir mal von dir, werter Kumpel. Aber ich glaube, der hat eh nichts Gutes. Oh, nett. Vivi hat's gekillt. Toll. Elixier geklaut. Schön. Steiner, du kannst mal hier richtig drauf rotzen. Du klaust weiter. Dämonenklauer. So. Schocker als rufende Wetter. Du kannst mal so nett sein und Vivi-Heiler. Ja, das macht wieder 9.999. Schade. Schwarzgurt geklaut. Ja, das ist jetzt eigentlich nur noch Käse. Dämonenklauer. Verfehlt. Pech gehabt. Und ja, wie gesagt, ab jetzt ist es eigentlich unnütz, um uns Zeug zu klauen bei den Gegnern, weil wir eh schon gegen Ende sind. Ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher, ob man noch im Spiel eigentlich noch frei in der Welt rumrennen kann oder ob ich dann wieder einen Spielstand laden muss, bevor ich zum Ort der Erinnerung geflogen bin. Das sehen wir ja dann noch. Weil so oder so, entweder wir können uns frei bewegen oder nicht. Jadis in Chocobos Luftgarten wäre ich noch der Hauptstory. Agia als Gegner. Oh, das war fehlgeschlagen, das war jetzt nicht so gut. Nicht sehr berüchtigt, mal nochmal Flair drauf. Du klaust nochmal. Und Steine hauen nochmal normal drauf. Das zieht schon was ab, das Zeug. So ist nicht. Heilnummer sieht dann normal mit Vita. Und das macht auch wieder solide Schade. Jawohl, fast 6.000. Diebstahl fehlgeschlagen. Irgendwas muss ich ja noch haben. Uiuiui. Steiners Crits sind natürlich echt heftig. Wow, apropos heftige Crits, ne? Was gibt oder für einen Konter, der sich gewäscht hat? So. Also das Crit-Spiel kann anscheinend nicht nur Steiner. Irgendwas hat er noch. Abschirmen, Herr Uff. Flair. Ich hoffe, das hilft noch irgendwie. Blau weiter. Wahrscheinlich sammelt er sich jetzt oder verteidigt einfach nur. Schauen wir doch mal. Ja, das macht immer noch Schade. Also Magie macht anscheinend noch Schade. Und physische Schade macht auch noch Schade. Okay. Tot. Ja, das finde ich auch gut immer. Gucken wir doch mal, ob er das überlebt. Nö, natürlich nicht. Dann kommt er halt wieder zurück ins Leber. Diebstahl. Hat wieder nicht funktioniert. Aber ich glaube, wie gesagt, dass der nur Käse hat. Von daher ist es einfach nur rein fürs Ambiente, dass ich hier klaue. Ja, Vivi scheint ihm irgendwie hilflos ausgeliefert zu sein, dem Mistkerl. Oh, scheiße, jetzt kommt noch sowas wieder. So ein Quatsch hier wieder.
Muss ich gleich mal Engel auf Steiner machen. Der ist nämlich leider durch 5 teilbar mit dem Level. Works. Diebstahl mal wieder Fehlschlager. Natürlich, wie könnte es auch anders sein? Klau trotzdem weiter. Ich hoffe, das killt ihn jetzt nicht. Ich will ja schon, dass Steiner auch noch alles mitkriegt an AP etc. Weil der Butzenickel ist schon relativ stark hier. So. Schon. Und da steht ja wieder der Ritter Kunibert. Und dann geht's hier wieder weiter mit Flair. Ja, jetzt hat er wieder die Verteidigung weggemacht. Hätte doch auf mit einem blöden Tod, du Mistkerl. Heil doch mal die Prinzessin. Sei so gut mit einer Phönix Downer. Da kann ich jetzt mal richtig klaue bei dem. Das ist etwas deprimierend. So, komm schon. Wir probieren es nochmal aus. Jetzt etwas doof, wenn er, wie gesagt, jetzt auch drauf geht, wenn mal Weißmagierin, dann nehme ich... natürlich, mal Weißmagierin ist jetzt nämlich am Leben. Spitze. Ihr habt Thanatos besiegt? Alle hopp, wir wollen's ja nicht anders. Und jetzt kommt auch eine von der geilsten Bossmusik überhaupt neben One-Winged Angel aus Final Fantasy VII. Ist Dark Messenger. Die Kampfmusik gegen Trance-Kuja. Eine von der geilsten Kampfmusik überhaupt. Der hat nicht mal AP gebraucht, der widerliche Lurich. Okay, dann ist es noch ganz gut, dass ich noch das hier machen kann. Uno momento, por favor. Da brauche ich noch eine Phönixfeder kurz. Genau, der Rest regeln wir dann doch über Abilities. Aha. Gut, dass wir drüber gerettet haben, ne? Och, da esse ich lieber einen Salat, ne? Scheiße, wir können irgendwie zurück zum Speichern. Scheiße. Okay. Ich denke, den Kampf gegen Trance-Kuja können wir heute noch abziehen. Ich bin mir nicht gerade so sicher. Wenn ich jetzt hier nochmal die Gelegenheit habe, würde ich vielleicht sogar sagen, es wäre eventuell gar nicht mehr so verkehrt, wenn ich jetzt mich hier nochmal hochrüste und dann meinen Cut für heute setze. Dann machen wir halt ein bisschen früher Schluss. Aber was ich hauptsächlich möchte, ist, dass wir das, was noch Trance-Kuja kommt, dass wir dann das Ende in aller Ruhe genießen können, ohne großartige Überlänge. Deswegen würde ich doch sagen, dass wir uns hier jetzt nochmal groß rüsten gegen Kuja und dann unseren Cut setzen, auch wenn es dann etwas verfrüht ist. Ich muss gerade überlegen, was dann gegen den hilfreich ist. Ich glaube, wir sollten bei ihm auf jeden Fall auf Zauberabwehr gehen. Zauberabwehr. Ja, mit 59 ist die bei Garnet eigentlich schon ziemlich gut. Bei Steiner hätten wir nur noch der Stechhelm zu bieten, der besser ist. Von der Abwehr. Ich glaube, wir gehen tatsächlich auf die Zauberabwehr hier. Vivis Zauberabwehr geht durchs Birett höher. Ein heiliger Hut. Aber hallo. Gut, dann machen wir das. Und gucken wir mal, wie wir es bei dir hier kriegen. Ne, ich glaube, seine ist mit 55 eigentlich schon relativ gut. Dazu hat er auch noch hier Protect-Ring. Du hast Hermes-Stiefel, wieder Protect-Ring. Ja, das dürfte eigentlich so funktionieren, wie es doch gerade für sich steht. Weil Kuja ist halt hauptsächlich im Kampf aktiv. Im Magiekampf aktiv. Deswegen überlege ich gerade nochmal irgendwas, was Elemente generell nochmal das absorbiert. Schattenelement. Ja, Ich glaube, aber Kuja hat auch noch Sanctus oder sowas parat. Deswegen etwas, was gegen heilig gut wäre. Neutralisiert Angriffselement Himmel. Ja, damit sie dann zumindest gegen Sanctus von Kuja immun ist. Wäre das schon verkehrt. Hast du nicht auch Chimärenreif? Moment, was hat er hier neutralisiert? Schatten? Ach, hier Chimärenreif. Jadereif. Verstärkt Angriffselement Himmel.
Nee, was anderes haben wir doch leider nicht parat. Leider nicht. Neutralisiert Wind. Kaiserrober. Was Besseres hätten wir aber für dich auch nicht gerade parat, ne? Verstärkt Schatten. Verstärkt. Etwas, was vor Himmel schützt, haben wir jetzt leider aber auch nicht mehr für ihn hier parat. Moment, was macht denn seiner eigentlich? Halbiert Schatten. Effektivität, okay. Hitze, Kälte, Donner, das können wir natürlich gebrauchen, weil er zwischendurch auch mal wieder die Guard sauber macht. Aber ich denke, dort dürften wir eigentlich relativ ordentlich geschützt reingehen in den Kampf. Und würde dann wirklich sagen, an der Stelle mache ich jetzt hier mein Cut, ihr liebe Leute. Da können wir morgen nämlich den Kampf gegen Kuja uns Ende, also beziehungsweise den Kampf gegen Kuja, danach was dann folgt. Und das Ende in Ruhe genießen. Rechnen aber dann damit, dass es morgen etwas längere Episode wird. Wir sehen uns dazu dann wieder, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis morgen wieder. Und jetzt mit richtigem Abschluss, Iron Yankee.